Ich trag dich tief im Herzen, wie der Stein vom Mosaik bin ich von dir ein Stück. Liebe Freunde des Kölner Husarenchors, liebe Bürger und Bürgerinnen dieser wunderschönen Stadt, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind, um einen karnevalistischen Frühschoppen zu erleben. Ich überreiche jetzt das Mikrofon an die Präsidentin des Damenchors des Kölner Husarenchors von 1972 e.V., die mit unserer Schatzmeisterin Brigitte Kübke dieses wunderbare Fest ins Leben gerufen hat. Liebe Helga, bitteschön. Ihr seht auch schon, das Essen ist unterwegs. Ihr habt alle warmes Plätzchen gefunden, keine Steherei ist für jeden Platz. Es darf hier oben im Saal kein Alkohol getrunken werden, das wisst ihr. Und es darf auch nicht geraucht werden. Das ist nun mal so und wir mussten gestern auch alle raus zum Rauchen, das ist so. So, das Essen ist unterwegs. Ich wünsche euch guten Appetit und um 1 Uhr, 13 Uhr fangen wir mit dem Programm an. Der Einmarsch von unserem eigenen Chor. Ich wünsche euch viel Spaß und erstmal guten Appetit und viel Spaß heute Nachmittag. Auf die Initiatoren, auf die Sponsoren, die das Ganze hier überhaupt möglich machen. Drehmoll von Hetze, kräftig, Köln! Husarenchor! Damenchor! Eine schöne Bögen da. Meine Damen und Herren, liebe Freunde des Kölner Husarenchors von 1972 e.V., ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Erheben Sie sich von Ihren Plätzen, empfangen Sie das Kölner Husarenchor. Einmarsch! Marieche mit ihrem Jungen mitgebracht. Wollt ihr die zwei ins Tanzen sehen? Ja! Marieche, du weißt, was du zu tun hast. Du küsst uns mit den Jungen in der Mitte. Also bei uns klatscht man dann, wenn die in der Mitte kommen, ne? Applaus ist das Brot des Künstlers. Marieche, bist du so weg? Marieche, tanz!
Lieber Daniel, du hast es real, mach das die Lüge rauskommen. Liebe Peter, ich schließe mich dem Ganzen an und sage nur noch Husare, Rede schnarte fahren, macht er da rauskommt. Hier in meinem Rat oben darf ich noch den Ihnen allseits bekannten Bruder Markus auf das herzlichste Willkommen heißen. Lieber Markus, schön, dass du da bist. Zu meiner linken Seite habe ich den ehemaligen Hauskoch der Wolkenburg mit seiner Familie im Rat sitzen. Lieber Schüppi, herzlich willkommen. So, wie schon gesagt, diese Nacht hat er in einem rauschenden, tobenden Saal, der wirklich sehr laut und voller Gefühle war, habe ich den Saal runtergebracht, ruhig gebracht. So möchte ich das jetzt auch haben. Schlauchen Sie die Spitzen, Bürschenspitzen, fein zuhören. Er hat eine sehr schöne Kölsche Rede. Von ganzem Hetz ist ein Kölsche. Er ist mit dem Hetze dabei, unterstützt die Sache sehr und freut sich, glaube ich, wirklich, dass er hier dabei sein kann. Empfangen Sie den Kölschen Schutzmann Jupp Mensch. Ja, das stimmt mir nicht. Hätte ich noch Gabeltrommel dabei von euch? Nee, ne? Was? Maskiert als Elektriker. Ja, Freunde kann man sagen, ne? Meine Damen und Herren, das ist viel zu hoch gestochen, ne? Wir sind ja Freunde seit 6 Jahren. Wie ist er durch? Ja, hätte es geschmeckt? Ja, kann man heute auch mit der Kölsch sprechen, oder? Weil ich kann ja nichts anderes. Ist das nicht schön, ne? Das ist unsere Heimatsprache. Hört, jetzt hat er auch so schön Weihnachtsfest gehabt, wie wir Kölsche allemal, ne? Ich habe immer gesungen, macht hoch die Tür macht weit. Der Meißner geht, es wird auch Zeit. Ja, ne, der Schutzpatron der Kölner Schwule und Lesbe geht, ne? Ja, jetzt ist der 80 geworden, hört's. Und mit 80 ist der Vatikan Anspruch auf die Kita stellen, ne? Aber wissen wir ja. Du weißt doch sowieso nicht, was mit der Kirche los ist. Ne, wo hat die das ganze Geld her? Los, der Limburger, was das ist doch erlaubt, ne? Wenn du mit dem jetzt richtig sauber machst, findest du noch ein Bernsteinzimmer, weißt du das? Ja. Ne? Der Nibelungenschatz ist ja auch verschollen. Wer weiß, wer dem Nazi-Komödie hat da. Der weißt du doch all ja nicht. Ich meine, wir Kölsche, wir sind ja nicht so für den Prunk, wir sind ja viel einfacher, ne? Wir kommen ja mit weniger aus. Auch bei uns hat das ja gesehen bei der Papstwahl, ne? Was war da denn ein Prunk? Und dann laufen da 130 Männer im lila Bademantel und warten, dass in irgendeiner eigenen Rauchmelder aktiv wird. Das ist ja nämlich normal, oder? Da wird der Stellvertreter Jottes als Verpuffung durch den Kamin gejagt. Ja? Was wir all mitmachen. Und dann laufen die immer so hintereinander, die Allherren, ne? So.
Ich sage mal, das sieht aus wie der Almabtrieb von der Milka-Kühe, wenn ich noch gucke. Ja, und hörst, das Schlimmste ist ja, da fangen die auch noch an zu singen. Nee, als wenn es die Tonleiter nie gegeben hätte, sag ich immer. Furchtbar, ne? Ich komme dann immer an den Nebenaltar und bitte die Mutter Gottes um die Gnade der Gehörlosigkeit, ne? Ja. Ja, hört's mich, Girlchen, wir sind doch viel einfacher. Wir hätten uns der Papst mal eine Nummerverbrennung gemacht, ne? Guderop, beim Papst, da ist der Pieferstopp. Ja. Und der Vicky Junggeburt hat dann singen, immer Papst zu singen. Ne? Und der hat dann wahrscheinlich noch ein Abendmaler Briefkocher umstellen. Das wäre schön. Ne? Ja. Aber hörtens, wir sind ja hier unter uns, Flügchen. Ich muss euch jetzt erzählen. Ich kenne den Meister ja privat. Ne? Ich habe den voriges Jahr im Sommer habe ich den noch besucht. Nachmittags, denke ich, jetzt ins Gucken. Ne, habe ich mit dem geschellt, kommt die Frau an der Tür, ne? Ja, ich sag, Frau Meissner, sag ich, kann ich den Joachim sprechen? Setze, das geht nicht, der ist mit den Kindern beim Christopher Street, ey, ne? Der spielt sich hier weg, der Post, die können nicht, ne? Hört jetzt wissen, wo das herkommt. Das ist in anderen Gesellschaften auch. Wir werden ja alle älter, aber Kinder kann sich einen Platz frei machen. Ne, Luder sind der Fernseher, nur jetzt für Anlüg. Für 14 Tage haben wir wieder gesehen, wie heißen uns, 100 Jahre deutsche Volksmusik. Betreutes Jodeln im Cookie-Den-Stübchen. Ne? Ja. Wie heißen uns Florian Silbermeister, ne? Ja. Die da auftreten, die kommen alle aus einer Graböffnung von Maria Helwig. Kennt ihr doch, dem heißt das die Mutter, war das ja, ne? Ja. Hört, da musst du uns anhören, die Lieder, ne? Seit 70 Jahren jammert der Karl J. hinter der Biene Maja her. Ne? Dreimal gestochen. Seit 40 Jahren singet Iron Schier und heute Abend habe ich Kopfweh. Ein Nachbar von mir hat jetzt seine Hochzeitsreise ohne Trennungsjahr in einem demselben Stau gestanden. Ne? Der kommt ja nicht mehr wieder, sagt. Aber wir wissen doch Bescheid, Flügchen. Wir kennen uns seit 100 Jahren. Wenn kann in Köln passieren, was will, der Herrgott hat uns jetzt schönes Geschenk. Und das ist der herrliche Kölsche Fastelovend. Und aus dem Grunde, genau, tut uns applaudieren, dem Herrgott. Ja. Und weil der Herrgott uns das Ventil gegeben hat, haben wir uns heute wieder zusammengefunden, um dem herrlichen Sälchen hier eine der schönsten Sitzungen von Köln für euch zu machen. Und das ist alles auf dem Mist von unserem Leben Hochsingen, die eben schon erwähnt worden sind. Und das Schmölzchen von der Husaren, denen haben wir das zu verdanken. Und wir sind auch froh, dass es noch Menschen gibt, die so jetzt machen, meine Damen und Herren. Prima, prima. Und von mir kann man sagen, liebe Freunde, hat er wieder gehört, wie schwer dem Schutzmannsleben ist. Wer es schön nennt, ist das Wahnsinnsbeute, denn meistens ist es öd und trist. Doch lasse ich mir nix vermiese. Ich lebe nach kölschem Lebenssinn. Mit dem besten Spaß,
wollte ich beweisen, dass ich, und das ist ja voll Überzeugung, Ihre Kölsche Schutzmann bin. Dankeschön. Ja. Ja, liebe Schutzmann, der kleine bisschen ist ja schon gedon. Es freut in der Saal gebracht, Stimmung in der Saal gebracht. Jetzt hat der Bruder Markus mir was gesteckt. Er möchte was machen. Bruder Markus, dein sind die Bretter des Karnevals. Ja, eigentlich... Grüßt euch! So, ihr lieben Leute, nicht ich möchte eigentlich was machen, sondern einige von euch möchten etwas machen. Das hat der Kölsche Schutzmann ja auch eben schon gesagt, dass wir hier so froh zusammenkommen und miteinander feiern können. Das verdanken wir ja vor allen Dingen euch und vor allen Dingen jetzt dem Damenchor und ganz besonders ja auch dir, liebe Helga. Und deshalb möchten wir dir dieses Mal in besonderer Weise und euch allen ein Dankeschön sagen. Und weil wir ja mit den Reden nicht so groß sind, wollen wir das Dankeschön singen und in blühender Weise überreichen. Ja. So. Rolf, die muss man aber vorher auspacken. So. Ja. Rolf, die kannst du ruhig hier auspacken. Mach's nicht so spannend. Und das wäre schön, wenn er dazu runterkommt, dann können wir... Oder bleibt er. Er kann ja auch so um den Arm fallen, ne? So, Rolf, jetzt musst du aber kommen. Rolf, nach hinten! Na, wunderbar. Ein Applaus für unseren Rolf. Liebe Helga, lieber Damenchor, liebe Kölner Husaren, ein ganz herzliches Dankeschön von uns, von Gubbio, von der Wohnungshilfenseelsorge, aber von allen, die hier im Saal sind, für euer Engagement, für uns, für euch hier. Und das wollen wir zum Ausdruck bringen, zum einen mit diesen schönen Blumen. Darfst du ruhig machen. Ja. Und auch der Bruder Jürgen hat noch was Blühendes dabei. So, für die Brigitte. Und nun wollen wir das auch noch mal im Gesang zum Ausdruck bringen. Und da können wir auch alle mitmachen. Es sind jetzt 3 kölsche Lieder, die wir alle können. Der Thomas Ahrens wird uns mit der Kombo auch da durchführen. Es kommt als erstes, wenn eine Trömmelche geht, dann als zweites, ich schaue selbst noch mal, in unserem Fädel und als drittes Viva Colonia. Und unser Bandleader hier vorne, das ist der kleine Rolf. Jedes Jahr im Winter, wenn es wieder schneit, hört der Kastel Orgel und ihr sind all bereit. All die Kölsche Jäger schön so auf der Straße, selbst der kleinste Fenster ist jetzt wieder los. Und wenn der Blatt vom Kölsche Jäger, der Sturm mal parat und wir treffen durch die Stadt. Und jeder hat gesagt, der Sturm mal parat und wir treffen uns durch die Stadt. Und jeder hat gesagt, oh doch mal! Einmal Köln Allah! Das nötige Jung hat Licht ein Hübner Sturm, die Hüse und Jasse im Stündchen beim Knappe ist dann vorbei.
wir sitzen beim Schwätzchen zusammen, dann ist es vorbei. Und jetzt alle zusammen. Schönste, was wir haben, schon all die lange Jahr, ist unser Fehler. Denn hier hätten wir zusammen, hier noch was in unserem Fehler. Die Swinging-Fanfars holen ihre Zuhörer von den Stühlen, das möchte ich aber gleich sehen. Mit einem Programm, das aus eigenen Stücken und bekannten Hits und Melodien verschiedener Stilrichtungen besteht. So, Gesang, Daniela Gelfgen. Wo ist sie? Wo ist sie da? Da? Nee. Ach, nachher? Ja gut, dann fangt erst mal ganz locker an. Alles klar. Die hätte mancher Fremde auch schon ins Gesinn. Dort ist es echt herrlich und bitte nur am Tag, denn so richtig gemütlich würde der Zindler nach. Die Nächte am Ring sind immer lang, die kommen zuerst ganz harmlos an. Der Spaß und Freude haben fällt ja nicht schwer. Wir sind doch nur einmal lang, da wird alles noch neu. So lang wird sich der Nacht, die Nächte immer lang. Wir leben zusammen am Ring unterm Strom, am Schlossturm bei Beethoven oder am Dom. Hier sind wir düster und dort ist es hell. Wenn wir uns jetzt senken, ist es wenigstens nur Spell. Die Nächte am Ring sind immer lang, die kommen zuerst ganz harmlos an. Der Spaß und Freude haben fällt ja nicht schwer. Wir sind doch nur einmal lang,
doch eins, das ist klar, ob Schützefest, Kirmes und ob Bastelea, zusammen zu vieren fällt uns niemals schwer. Die Nächte am Ring sind immer lang, die fangen zuerst ganz harmlos an. Der Spaß und Freude haben fällt eher nicht schwer. Wir sind doch nur einmal um der Welt und wer weiß, ob was morgen noch so kann, uns näher bringt. Die Nächte immer lang und die ganze Wolkenburg singt. La 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 wir sind doch nur einmal um der Welt und wer weiß, ob was morgen noch so kann, uns näher bringt. Die Nächte immer lang, uns näher bringt. Die Nächte immer lang. Vielen lieben Dank. So, jetzt brauche ich noch mal eure Hilfe, nämlich ein Ärmchen geht jetzt noch mal ganz weit in den Himmel und mir ist völlig egal, ob rechts oder links, dann könnt ihr euch aussuchen und dann schwenken wir noch einmal gemeinsam. Links, rechts, alle Arme will ich sehen. Rechts, links und während wir schön weiter schwenken, stimmen wir das nächste Liedchen an. So. Von euch! So! Ein letztes Mal!
ist urkölsche Fastelovend. Erleben Sie Marita Kölner. Schön, dass ihr da seid. Und wir feiern jetzt zusammen. Ist das gut? Wir haben nach Heiden zu tragen. Wir haben kein Mann, kein Kind. Wir haben nach Heiden zu tragen, weil wir nicht verheiratet sind. Denn wir sind Kölschen, ist ja ein drittes Jahr. Wir losen uns an Kohle, wir losen keiner dran. Denn wir sind Kölschen, ist ja ein drittes Jahr. Wir losen uns an Kohle, wir losen keiner dran. Wir lieben nicht gegen die Männer, wir mögen Fußball gern. Wir sind nur nicht leicht zu haben, bis der Mensch verliert uns weg. Denn wir sind Kölschen, ist ja ein drittes Jahr. Wir laufen mit an Kohle, wir laufen keiner dran. Denn wir sind Kölschen, ist ja ein drittes Jahr. Wir laufen mit an Kohle, wir laufen keiner dran. Tag zusammen! Wollt ihr mit mir feiern? Die Ärmchen nach unten, wir machen jetzt eine Laola-Welle, ganz langsam hochkommen lassen und dann schreien wir Colonia! Ich saß allein bei einem Cappuccino im Café Budget am Aldermarkt. Auf einmal kommt der Dino mit dem Vino, eine Staatsjung mit dem Retalbart. Amore mio, lass mal eine trinken. Oh Mama mia, du bist wunderschön. Bellissima, mir Mädchen sich verwellen. Dann hol ich dir vom Himmel jede Stelle. Die Laola-Welle. Colonia. Wir tanzen auf der Straße, so wie in Italia. Colonia. Der Kölsche, Deutsche, Italiener, das ist so wunderbar. Colonia. Und jeder, der das so ist, getestet kann allein. Colonia. Und bis der Jesus geht, ist er daheim. La, la, Colonia. Und bis der Jesus geht, ist er daheim. Bitte nicht nachlassen, etwas möchte ich fragen, Madonna. In München sind wir Teile von der Kölne. Ich schwör's, sie haben mal an der Brücke gemacht. Der Aufstieg auf der Dom, da war die Hölle. Die blickt auf ihn von ganz besonderer Art. Beim FC hätte mir eine paar Geschenke. Und fast erlauben, Pummermann gehängt. Den Gino wollte sie jetzt an mich verschenken. Und bringt mir zur Colonia rein. Die Laola-Welle. Colonia. Wir tanzen auf der Straße, so wie in Italia. Colonia.
Farbenmeer sind das herrlich aus. In der Heimat der Straße ist doch überlass. Wir sind nicht daheim. Und man trifft nur nette Glück. Komm mal doch mit. Pflück ist es vorbei. Kommt alle Male. Lass mal zusammen Kakane vieren. Lass mal zusammen stehen. Einer für alle und alle für einen. Dann kann es wieder jonnen. Komm, lass mal uns in der Himmel loben, wenn unser englische Dröhn. Wart mal auf und hätt geht nichts zu belohnen. Der Inst und die Götze, der FC führt 1:0 durch Helmut. Die Glücke ja verjährt, ist so weg. Keiner ist allein. Vergessen wir es lebt, jetzt wird uns singt. Keiner ist daheim. Alles nimmt sich in der Arm, komm und hab dich einfach in. Alles fängt jetzt an. Nur dann nur für der Kneipe, der Date mal lenkt. Denn der ist Para und Attacke. Lass mal zusammen Kakane vieren. Lass mal zusammen standen. Einer für alle und alle für einen. Dann kann es wieder jonnen. Komm, lass mal uns in der Himmel loben, wenn unser englische Dröhn. Du bist der Engel. Wart mal und hält hier nichts zu belohnen. Den Stund die Götze und zum allerletzten Mal lass mal zusammen Kakane vieren. Lass mal zusammen standen. Super. Einer für alle und alle für einen. Dann kann es wieder jonnen. Ja! Nehmen Sie sich bitte in den Arm, machen Sie ein freundliches Gesicht. Schön war die Zeit, so schön, schön war die Zeit. Mädchen über 40 kennen sich.
Ihre Hut. Kappentausch. Ja. Du siehst ein bisschen blöd damit aus. Ja, ich konnte das, aber gut, ich bin ja für Blödsinn zu haben. Ich auch. Ja, bitte, es war mir eine Ehre, auch gestern Abend habe ich ja für euch ein altersgerechtes Programm gemacht, schön ruhig. Ne? Ganz ruhig. Es sind noch ein paar eingeschlafen. Ja! Glaubt das nur nicht. Es war wunderschön, Walter. Das ist einfach Wenn ich sensationell. mit in der Arena gemusst hätte, aber es war schön bei euch. Ja, schön klein. Kleine Celine, Ehrenmitglied. Freust du dich drauf? Celine ist sozusagen sprachlos. Aber nur jetzt im Moment, das wird sich nachher wieder ändern. Ich danke euch allen, dass ihr so schön mit uns feiert. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir hier in der Wolkenburg sein können. Ich frage jetzt mal, wo ist denn der Chef von der Wolkenburg? Der ist nicht da, aber wir danken ihm sehr herzlich, dass wir hier sein dürfen. Für Kost und Logis herzlichen Dank. Und als Schirmfrau werde ich mir erlauben, ihm das auszurichten. Aber die Räumlichkeiten an sich und die schöne Begleitung von euch alleine würde nicht reichen, wenn da nicht so viele kreative, helfende Hände wären, die diese wunderbare, bunte Sitzung möglich machen. Und für die gibt es jetzt mal einen donnernden Applaus. Vielen Dank, das haben die verdient, denn da steckt wirklich nicht nur das Vergnügen, heute mit euch feiern zu dürfen, sondern viel, viel Arbeit hinter, das alles zu organisieren, das auf die Beine zu stellen, ein Ilverat zu bilden, der uns kölsche Seelen hier vertritt. Und Celine, kannst du dir auch mal vorstellen, Präsidentin zu werden? Ja. Ja! Das... So, ihr Lieben, lasst uns ausrufen. Auf uns Vaterstadt, Kölle, Allah! Auf unsere wunderschöne Sitzung, Kölle, Allah! Kölner Husarenchor von 1972 e.V. Allah! Viel Spaß und Freude, bleibt noch bei uns, es geht weiter im wunderschönen Programm. Dankeschön. Ich habe sie gefunden. Ich habe eine Kölsche mit einem Düsseldorfer im Stadion getroffen. Da meinte der Düsseldorfer freundlich und offen, haben wir Düsseldorfer und Kölsche ähnlich in der Fimmel. Wir leben doch alle unter demselben Himmel. Da meinte der Kölsche ganz versonnt, aber wir haben nicht den gleichen Horizont. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass er Rumpelstilzchen heißt. Und dann sprach ich sprach eben von aktuellen Texten für deutsche Gedichte. Ich hab da noch so eine kleine Geschichte. Wer fährt nachts durch Paris mit Roller und Helm? François Hollande, dieser alte Schelm.
Er gleitet klammheimlich zu seiner Geliebten hin und gibt dem Wort Spritztour einen ganz neuen Sinn. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass er Rumpelstilzchen heißt. Es war einmal ein deutscher Tennisstar. Nein, nicht Michael Stich. Es war einmal ein deutscher Tennisstar, der saß damals schon mit 17 Jahren in Wimbledon auf dem höchsten Thron und war der Liebling der Nation. Gefürchtet war sein Aufschlaghammer am Center Court und in der Besenkammer. Ich habe damals schon gedichtet, als man mir davon berichtet, man hat ihn in der Besenkammer abgestaubt, nach eigenen Worten mit dem Munde beraubt. So wurde der Boris, wenn ich mich nicht täusche, das erste Opfer der Maul- und Klauenseuche. Und das war, Freunde, das war, so wird noch heute geunkt, in Beckers Karriere der Wendepunkt. Er hat sich damals gesagt, Boris jetzt gildet, und sich von Stund an immer weitergebildet. Konnte letztes Jahr dann auch einen Supercoup landen. Er hat den Sprachtest für Migranten bestanden. Gut, das Prüfungsgremium war sich schnell im Klaren. Der spricht Deutsch wie Trapattoni vor 15 Jahren. Ja, das Reden fällt dem Boris schwer, besonders dann, wenn Flasche leer. Dann fließen dann so Sätze dahin, wie, dass ich stolz ein Deutscher zu bin. Dass ich stolz ein Deutscher zu bin. Bei der Vorstellung seines Buches im Herbst letzten Jahres auf der Frankfurter Buchmesse hat Boris Becker gesagt, dass ich stolz ein Deutscher zu bin. Der alte Konrad Duden im Grabe zittert, wenn der Boris Bücher schreibt und twittert. Und Reich Ranitzky total echauffiert. Was dieser Becker da publiziert, ist eine literarische Gülle. Sowas entsorgt man mit dem Sondermülle. Da wär sowas von verdorben, wäre ich nicht tot, dann wäre ich daran gestorben. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass er Rumpelstilzchen heißt. So, jetzt zum Schluss, da können wir noch ein Spinkse, was kütt und was man von der Kirche noch so hören kriegt. An der Lahn, da kannst du Katholiken finden, die sonntagsmorgens im Hochamt singen. Großer Van Elst, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt ganz Limburg sich und bewundert deine Werke. Besonders ein 15.000 Euro Wann, wo deine Bischofsstab drin gebahrt werden kann. Es gab sie schon im Mittelalter, die Brüder, die Frommen. Wem Gott ein Amt gegeben, hat er die Moral genommen. Und zum Schluss, da will ich euch noch erzählen, nach dem jüngsten Fettnäpfchen von unserem Erzbischof und Kölle bete ich jeden Abend, lieber Gott, ich will ja nicht hetzen, aber ein Willibert Pauls kann mir 3 Kardinäle Meißner ersetzen. In diesem Sinne mache ich jetzt Schluss. Noch ein herrliches Sitzung und Herr Junterhus. Ihr wart ein fantastisches Publikum. Ich freue mich, wenn ich irgendwann wiederkomme und kriege ich nicht genug Applaus. Sage ich, bin ein Star und mich hier raus. Und jetzt empfangen wir ein super tolles Tanzchor. Die blauen Jungs aus Rüttlich.
Stopp. Gib die Schippe ab. So, die Schippe kommt. Dreh dich rum. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Das Tanzchor Blaue Jungs der KG Lübscher Neustädter 1903 e.V. freut sich ganz besonders, heute Nachmittag bei euch sein zu dürfen. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt viel Spaß gehabt. So soll natürlich auch bleiben. Und für euch tanzen nun die Blauen. Ja. Blaue Jungs.
noch einen für uns drauf? Wollt ihr noch was sehen? Ja! Los, Ja, liebe Karnevalsfreunde, von hier oben aus möchten wir auch natürlich uns ganz herzlich bedanken für die tolle Stimmung hier. Und es ist uns eine Ehre, heute hier in der Wolkenburg bei euch tanzen zu dürfen. Vielen lieben Dank. Verabschieden möchten wir uns von euch mit unserem Traditionstanz. Das ist der Seemannsboogie. Aber normalerweise oder eigentlich immer habe ich einen Gast dann, der den mittanzen darf. Heute habe ich mir einen ausgewählt, der sitzt oben im Milberrad. Lieber Peter, komm mal rüber, Jung. Er darf ihn heute mittanzen bei uns. Ja, doch schön hübsch Abend, finde ich, oder? Du darfst heute, oder hast die Ehre heute bei uns, unser Traditionstanz mitzutanzen. Ist ja nicht so schwer, nur mal links und rechts, was die Jungs so machen. Messt einfach jetzt mit, das klappt schon. Ne? Euch viel Spaß und blaue Jungs, sortiert euch zum Seemannsboogie. Blaue Jungs, zum Seemannsboogie, Oberstein. Genau, ganz da vorne, hier noch einer hin. So. Tanzchor Blaue Jungs, gegründet 1950. Und der Peter, der Präsident, hat das Jod gemacht. So, jetzt danken wir den Blauen Jungs aus Löwenich sehr herzlich. Wünschen euch noch einen Jode-Applaus. Hier ist noch eine Kopfbedeckung. So, wir rufen auf uns Vaterstadt. Dreimal Kölle, Allah! Blaue Jungs, Kölle, Allah! Auf die Kölner Husaren, auf das Husarenchor mit der Präsidentin und dem Präsidenten. Allah! Und Ausmarsch, Jungs und Mädchen, herzlichen Dank für euren wunderbaren Auftritt. So, wir wünschen euch, wie gesagt, noch viel Spaß, bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Es verabschieden sich die Blauen. Blaue Jungs, die Paddel.
Tschüss zusammen. Dankeschön, Aufmarsch! So, ihr Lieben, die blauen Jungs laufen jetzt den Dreigestirn entgegen. eingespielt worden hat, ein Grund. Unser Prinz hat heute Geburtstag. Normalerweise jeder, der Geburtstag hat, hat zu Hause Gäste, Kaffee, Kuchen, Sahnetorte, Füße und so was. Aber er hat es sich nicht nehmen lassen, seinen Verpflichtungen nachzukommen, muss man einfach so sehen. Und ich glaube, das hast du auch gerne gemacht. Ja. Ne? So, wir begrüßen das Kölner Dreigestirn. Seine Tollität, Prinz Björn I., Björn Griesemann.
Mann. Seine Deftigkeit der Kölner Bauer Michael, Professor Dr. Michael Bernecker. Ihre Lieblichkeit, die Kölner Jungfrau Hermina, Jens Hermes. Dann schmeißen muss, weil der Löcher drum ist. Dann haben wir noch unseren Prinzenführer, den Rüdiger Schlotz, seit vielen, vielen Jahren, der dieses wunderbare Gestirn immer begleitet. Und du bist dann immer der Mann auf die... So, und die kommen alle drei vom Traditionschor Blaue Funken. Aus dem Haus gehen, weil es könnte ja eine Knopffliegen gehen, ein Augenbrauen fliegen oder sowas. Da haben die immer eine mit dabei. Würde uns allen auch ab und zu mal gut tun. Der Adjutant seiner Tollität, Markus Heller von der Prinzengarde Köln. Der Adjutant des Kölner Bauern, Volker Marx, Ehrengarde der Stadt Köln. Der Adjutant der Kölner Jungfrau, Karl Theo Franken, Ehrengarde der Stadt Köln. Der Chef der Prinzen-Equipe ist heute Manfred Block von der Prinzengarde Köln. Manfred, schön, dass du da bist. Und der Hoffriseur ist auch heute da, das ist der Klaus Fischer von der Prinzengarde Köln. Klaus, schön, dass du da bist. Mein lieber Prinz, du hast das Wort. Danke, liebe Helga. Ja, zuerst eine schöne Fastelavond zusammen. Helga, du hattest gesagt, ich habe heute Geburtstag, ja. Aber ich meine, ich kann mir kein schöneres Geburtstagsgeschenk vorstellen, als das, was wir gerade hier machen. Und dass wir alle zusammen hier feiern können, das ist für mich mein schönstes Geschenk. Und dafür Dankeschön. Ich kann nicht sagen, das ist der Termin, wir haben uns wirklich sehr hierauf gefreut. Weil das ist das, was Karneval in Köln ausmacht. In Köln ist es so, wenn wir zusammen feiern, da ist es egal, wer du bist, was du hast, oder wo du herkommst, oder was du mähst. Wir feiern einfach alle zusammen in Köln und im Karneval und im Fastelehr sind wir allgleich, wie das Lied schon sagt, ob Knecht oder her. Es ist völlig egal. Wir feiern zusammen Fastelavond, so wie sich das hier hört bei uns hier in Köln. Und ich möchte im Namen von uns dreien, möchte ich ganz herzlich Kölner Hosanenchor dafür danken, aber auch dir, lieber Horst, als Alaf. Ich kann wirklich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr das hier organisiert, dass ihr das alles für die Lücke macht. Es haben alle verdient, Fastelavond zu feiern und deswegen ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch, dass ihr das macht hier zusammen.
natürlich eine möchte ich ganz besonders begrüßen, und zwar unsere Elfi. Liebe Elfi, ich kann es dir nur immer wieder sagen, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, dich zeichnet es einfach wirklich aus. Du bist auch bei den großen Sitzungen, aber ich kenne keinen Politiker dieser Stadt, keinen einflussreichen und prominenten Menschen dieser Stadt, der auf so vielen kleinen Sitzungen, bei so vielen Fahrsitzungen ist, bei einer Obdachlosensitzung. Das ist wirklich großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank. So, und jetzt wollen wir noch eine Viere zusammen, oder? Ja! Ich bin mir sicher, dass ihr alle die ganzen Kölschen Lieder auswendig könnt. Aber habt ihr denn noch Lust jetzt zu singen? Ja! Dann machen wir das jetzt so. Ihr singt und wir tanzen. Das wäre am besten, weil das mit dem Singen, das können wir nicht so. Das möchten wir euch nicht antun. Obwohl der Michel wollte heute eigentlich singen. Passt mal auf, wer auch noch singen könnte. Das will kein Mensch hören. Also dann würde ich sagen, tanzt mit rein für euch, aber ihr müsst singen. Und das sind alles kölsche Lieder, die ihr alle kennt. Unterstützt uns dabei und singt aus voller Kehle. Herr Kapellmeister, bitteschön. Komm, lass mal tanzen. Die ganze Nacht ist morgen früh. Komm, lass mal singen. Allein bis morgen. Echte Freunde, stolz zusammen. Zusammen, so wie Engel und Freund, echte Freunde, stolz zusammen, ist auf die Lück und die Freunde. Freunde, ja, stolz zusammen, so wie Engel, ja,
ganz vielen Dank. So führen wir zusammen in Köln Fastelovend. Und wenn ihr dabei Spaß habt und ein bisschen die Sorgen des Alltags vergessen habt, dann haben wir unser Ziel erreicht. Denn der Fastelovend ist nur dafür da, um Spaß zusammen zu haben. Und jetzt möchten wir euch noch unser Dreieckstützmotto präsentieren. Liebe Marcel, komm mal nach vorne. Unser Dreieckstützmotto, was wir uns auf die Plaggen geschrieben haben, soll an die herrlichsten Menschen der ganzen Welt erinnern, nämlich die Minch und die Lücke in Köln. Und an die vielen, vielen helfenden Hände im Hintergrund, dass wir so zusammen feiern können, auch. Und unser Dreieckstützmotto lautet: Jeder ist im Fastelovend der Held, wenn wir zusammen feiern und lachen, umarmen wir Kölsche die ganze Welt. Zusammen ausrufen, ob uns herrlich von der Stadt Kolonia, ob der Kölner Osanchor und alle Kölschen Jecken. Dreimal von der Kölle! Kölner Osanchor und all die Jecken! Und jetzt wünschen wir drei euch noch ganz viel Spaß hier zusammen beim Vieren. So, gestern Abend hatte ich Premiere. Jens, wir machen das jetzt noch. Herr Kapellmeister, bereiten Sie sich vor. Ich tanze jetzt mit der jungen Frau. Da zittert der Hochzeitsmarsch. Was singen muss, das muss singen. Wenn wir Vorstandssitzungen haben, dann sage ich schon mal, wir sind ein Klümpchesverein, aber wir haben 50 Ideen, muss man schon sagen. Wir bedanken uns bei den Dreigestirn, dass Sie bei uns waren. Es war ein wunderschöner Abschluss für diesen, hoffentlich für euch wunderschönen Tag und wünschen euch noch viel, viel Spaß und viel Pläsier. Und ihr, ich weiß, aber ihr wisst das auch, ihr seid sensationell und ihr geht in die Geschichte ein. Und wir wünschen dreimal, was kannst du sagen? Geschenk? Was für? Ach so, Entschuldigung. Oh. Liebe Anna, komm mal bitte nach vorne. Sie traut sich nicht, aber sie möchte es dir persönlich überreichen, noch ein Geburtstagsgeschenk. Siehst du, so sind die Überraschungen. Peter, danke dir, dass du mich von hinten gestupst hast. Also, wir wünschen euch noch viel, viel Spaß in dieser Session und wir wünschen euch natürlich dreimal Kölle, Dreigestirn, Husaren. Vielen Dank und noch schönen, habt ihr heute letzte Nacht noch was vor? Noch viel, viel Spaß. Dankeschön.